Herzlich willkommen im Isle of Moldasche Street Food Foodtruck Kochstudio. Nachdem der Lassi mir letztes Mal so gut bewiesen hat, wie geil er das hier macht, haben wir gesagt, okay Lassi, du musst noch mal ran, ja? Und deswegen, also ich musste Gas geben, ich muss natürlich sagen, bitte Lars und so weiter. Ich musste ein bisschen betteln, aber es hat geklappt, er ist wieder am Start. Lars, für alle die unser letztes Video, da hat er nämlich lecker Pizzabrötchen gemacht. Die das nicht gesehen haben, die sollten das zum einen nochmal angucken, zum anderen, die das nicht gesehen haben, stelle ich den Lars nochmal vor. Lars ist DHBW-Student bei uns, macht ein 3-jähriges duales Studium im Bereich Food Management an der DHBW Heilbronn. Und der Lars kann kochen. Und das ist geil. Lassi, was hast du mitgebracht? Ja, heute machen wir leckere Maultaschen in der Honig-Senf-Soße. Also mal ein bisschen was Ausgefalleneres, aber echt super einfach. 20 Minuten maximal. Geil, der triggert mich einfach mit Honig-Senf und ich sag geil. Kann man schon wieder voll vorstellen. Mega. Was brauchen wir da dafür? Was hast du dabei? Also ich sehe unsere leckeren Maultaschen. Ne? Ja. Unter www.isleofmoldasche.de findet ihr unsere Maultaschen. Holt sie euch. Gibt es auch vegetarisch als Spinat-Ricotta-Maultaschen. Kann man sicherlich auch die nehmen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, was hast du noch dabei, lieber Lars? Dann haben wir verschiedene Gewürze dabei, eigentlich relativ Grundgewürze. Wir haben einmal Salz, Pfeffer, bisschen Curry, dann haben wir noch Paprika edelsüß und Oregano, dann ein bisschen Olivenöl einfach zum Anbraten, bisschen Sahne, natürlich Senf und Honig und dann haben wir noch eine rote Zwiebel. Okay. Und hier habe ich natürlich noch Nudeln, die habe ich schon abgekocht. Das sind jetzt Penne, aber da könnt ihr wirklich alle Nudeln nehmen, die ihr zu Hause liegen habt. Also es ist quasi eine schwäbische Pasta quasi. Ja, also weil genau. So Pasta italienisch und Moldasche schwäbisch. Ja. Also so Nudeln mit Nudeln. Ist ja Moldasche eigentlich auch ein Nudelgericht, ja, oder? Auf jeden Fall. So. Cool, also lass uns starten. Super. Ja, auf jeden Fall. Also als erstes schalte ich erstmal die Pfanne ein. Einfach auf mittelhohe Hitze. Dann nehme ich jetzt die rote Zwiebel. Ich habe einfach wieder eine rote Zwiebel genommen. Schmeckt einfach noch ein bisschen feiner wie eine weiße. Und auch wegen der Optik, ne? Ein bisschen Farbe reinbringen. Auf jeden Fall. Und die ganze tun wir jetzt einfach hier in schöne kleine Würfel schneiden. Und jetzt kommt natürlich das Geile, das kann der Lars einfach mega gut im Vergleich zu mir. Ja, da habe ich letztes Mal schon gemerkt, ach guck, der geht ja schon mit dem Messer relativ elegant um. Und jetzt kommt dieses klack, 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 klack. Ah, ich feier's. Ich finde es echt geil. Das kann ich einfach nicht so hübsch. Super geil. Ja, ihr seht schon, es sind nicht so viele Zutaten, das heißt, das Gericht braucht jetzt auch nicht so ewig. Also prädestiniert zum einen für Studenten, ja, die an der dualen Hochschule ja unglaublich viel Stress auch haben und deswegen auch schnelles Essen brauchen, weil sie ja so unglaublich viel lernen auch. Stimmt's, Lars? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Andere Antwort wäre jetzt auch nicht akzeptiert worden. Und ja, und deswegen für schnelle Gerichte ist schnell einfach zubereitbar. Also gehe ich einfach mal davon aus, weil, also ich bin jetzt auch gespannt. Also jetzt greife ich dem auch schon so ein bisschen vor, aber ich gehe schwer davon aus, dass es einfach ist. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gebe ich einfach ein bisschen Öl in die Pfanne. Wir haben jetzt hier Olivenöl, aber da kann man auch jedes andere Öl verwenden, das man zu Hause hat. Und dann gebe ich die Zwiebel hier schon mal in die vorgeheizte Pfanne. Und dann lassen wir die jetzt einfach ein paar Minuten so ein bisschen anbrutzeln, dass er einfach ein bisschen Farbe bekommt. Glasig werden, ne? Das genau. Und in der Zwischenzeit, während die jetzt hier schön anbrutzeln, nehmen wir unsere Maultaschen und schneiden die einfach in schöne kleine Würfel. Ich würde einfach aufgrund von dem, dass ich mich nicht ganz so verloren fühle, einfach mal so ein bisschen Alibi-mäßig, Zeitspielmäßig ein bisschen rumrühren. Gerne. Ist ja auch eine Technik, die habe ich so bisher selber auch noch nie gemacht, auch noch nie gesehen, aber auch interessant, dass man die Maultasche einmal quer aufschneidet. Das finde ich auch ziemlich cool. Ja, dann hat man einfach noch feinere Würfel, die man dann rausbekommt. Für alle, die sich jetzt wundern und sagen, Mensch, da war doch letztes Mal
Ah ja, die Zwiebeln sind so ein bisschen, gell, hier? Ja. Da war doch letztes Mal noch so ein netter Kerl im Hintergrund. Der nette Kerl im Hintergrund, unser lieber Sven, der hier der Aufpasser macht, der ist auch heute wieder da. Sven, sag doch mal Hallo. Hallo, ich bin's. Genau, und jetzt können wir auch schon die Maultasche mit in die Pfanne geben und die auch einfach ein bisschen anbraten. Jetzt kommt ein bisschen Honig dazu. Ja, sehr geil. Geht's wieder, Lars? Ja. Die Zwiebel hat, Die Zwiebel hat jetzt ordentlich Schärfe gehabt, ja. Oder warst du traurig? Nö. Fehlt dir jemand? Also bist du traurig, dass ich da bin? Oder? Nee, ich freue mich, dass du da bist. Ah, das ist, oh Gott sei Ihr Dank. habt ja auch schon letztes Mal heftig kommentiert. Jetzt dürft ihr auch schon mal wieder den Hashtag #LikeForLars benutzen, weil er hier gerade einen extrem reichen Job hat. Ja, also wer Lars auch kennenlernen will, du wisst ja, einfach melden. Unter Gar kein Problem. Hashtag LoveForLars. Lars von Lars. Genau, der Honig hat jetzt einfach so ein bisschen eine Karamellnote eingebracht. Einfach. Und jetzt kommt noch ein bisschen Senf dazu. Schon ein guter Löffel kann da rein auf jeden Fall. Ein Esslöffel. Ja, circa 1 Esslöffel, 2 Teelöffel so. Und das tue ich jetzt auch wieder schön. Genau, einfach ein Schön bisschen umrühren. unterrühren. Genau, und das Tolle ist, das war's jetzt eigentlich fast schon. Jetzt geben wir einfach nur unsere Gewürze dazu. Das heißt einfach ein bisschen Salz. Auch eine Prise Pfeffer darf rein. So circa 2 Teelöffel Curry. Bisschen Paprika, da habe ich jetzt edelsüßes, aber da darf man natürlich auch variieren. Wie heißt das Gericht nachher? Das ist Maultaschen in Honig-Senfsoße. Und ein bisschen Oregano. Genau, und während das jetzt so schön anbrutzelt, das darf es einfach noch eine halbe Minute circa anbraten. Und dann wird das Ganze mit Sahne abgelöscht. Und jetzt entsteht eigentlich schon eine super leckere Soße. Man sieht es durch den Senf und durch das Curry, hat es einfach eine schöne kräftige Farbe und natürlich auch super viel Geschmack. Ja, also da habe ich jetzt ja auch schon wieder ganz überraschend echt Bock drauf, Ja, wunderbar. das zu probieren. Okay. Genau, und jetzt können wir noch unsere gekochten Nudeln da dazugeben. Und dann sind wir schon durch. Und dann ist schon fertig, ja. Das ist jetzt ein Gericht, wo man einfach ungefähr, also das längste in dem Prozess ist jetzt im Zweifel die Nudeln kochen, ne? Ja, also sag mal so, wenn man das Nudelnkochen abzieht, dann sind es echt maximal 5 Minuten. Man hat ein frisches Gericht, super lecker. Ich bin so frei. Oh, jetzt habe ich auch noch nicht so gemacht. Genau, wer mag, kann da jetzt auch noch ein bisschen Käse dazu, aber ich finde, das wäre ein Gericht, das kann man tatsächlich vielleicht sogar mal ohne Käse essen. Also für mich möglich, aber schwer vorstellbar, aber möglich. Ich bin jetzt, wo haben wir hier einen Probierlöffel? Haben wir hier noch irgendwo einen? Ah ja, geil. Ich bin dann einfach mal, also Gerne. tut mir leid, ich muss jetzt, also ist mir jetzt eigentlich auch egal, also. Nö, gar nicht so gut, aber mega. Boah, echt cool. Geiles Gericht, Leute, das müsst ihr probieren. Das ist das ist lecker. Und vor allem halt auch super schnell gemacht. Also wenn man echt mal keine Lust oder Zeit hat zu kochen, einfach. Der schmeckt echt, als ob es mega kompliziert ist. Und Ja. ist ja gar nicht. Super, mega. Ich bin begeistert, Lars. Vielen lieben Dank. Ja. Leute, probiert es. Hashtag #LikeForLars. Das ist sowas von wichtig, Mann. Das ist der Knaller, das Ding. Wirklich super. Lasst uns ein Like da, lasst dem Lassi #LikeForLars da. Kommentiert, fragt uns, gebt uns Tipps und Tricks, abonniert unseren Kanal und teilt ihn in die Welt raus und wir freuen uns auf euer Feedback. Das ist der Knaller, das müsst ihr probieren. Super lecker, no, das ist so super lecker, das ist mein Leibgericht. Super lecker, no, das
das ist so super lecker.